Der Auserwählte. Im Moment leben Menschen in Angst vor der und das alles wegen etwas, das du IPRC herausgefunden hast, etwas, das sie niemals wollten, dass du herausfindest. Diese schlaflosen Nächte, in denen sie ständig ihr Handy checken, die Panikattacken, wenn dein Name auftaucht. Das ist keine Paranoia, es ist die Schuld, die sie auffrisst, weil sie wissen, dass du ihre sorgfältig konstruierten Liegen durchschaut hast. Jemand hat versucht, dich zu vernichten und ist kläglich gescheitert. Und jetzt haben sie Angst, dass du genau enthaltst, was für Menschen sie wirklich sind, hinter all der falschen Energie, die sie nach außen projizieren. Deine Zeit kommt und sie spüren es in ihren Knochen. Deshalb verlieren sie gerade vor Angst den Verstand. In letzter Zeit ist etwas Außergewöhnliches mit dir passiert, und die Menschen, die früher Zugang zu deiner Energie hätten, verlieren völlig den Verstand, weil sie versuchen herauszufinden, was sich verändert hat. Du hast dich zurückgezogen, dich von bestimmten Menschen, bestimmten Situationen und bestimmten Umgebungen distanziert, die dich früher ausgelaugt haben. Vielleicht denkst du, du bist nur ungesellig oder schießt deine Ruhe, aber in Wirklichkeit lässt du eine massive Angstreaktion bei Menschen aus, die sich früher von deinen Reaktionen genährt haben. Du bist zu dem geworden, was ich einen beliebten Einzelkämpfer nenne. All wollen wissen, was du tust, was du denkst, was dein nächster Schritt sein werde, aber du sagst es ihnen nicht. Sie kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten, konzentrieren sich auf ihre eigene Entwicklung, und dieser Stil macht bestimmte Menschen völlig verrückt. Sie rufen gemeinsame Freunde an und fragen nach ihnen. Sie durchsuchen obsessiv ihre sozialen Medien nach Hinweisen auf ihren Gemütszustand. Sie tauchen an Orten auf, an denen sie sich hoffentlich zufällig treffen könnten. Einige von ihnen erstellen sogar gefälschte Konten, um ihre Aktivitäten zu verfolgen, weil sie aus ihren Hauptprofilen blockiert haben. Diese Veränderung ist nicht IPR-Nacht passiert. Du hast etwas Dunkles durchgemacht, eine Zeit, in der du dich isoliert, vielleicht sogar verlassene Gefühle hast, in der du dich mit einigen harten Wahrheiten IPR-Menschen, denen du vertraut hast, auseinandersetzen musstest, in der du dich entscheiden musstest, ob du in einer dysfunktionalen Situation bleiben oder dich ins Unbekannte begeben willst. Du hast dich entschieden zu gehen und in diesem Gehen ist etwas Mächtiges in dir erwacht. Deine Gabe der Unterscheidung hat mit der Zeit zu wirken begonnen. Du hast begonnen, die Masken der Menschen zu durchschauen, ohne dass sie ein einziges Wort gesagt haben. Du hast dich mit jemandem unterhalten, genickt und gelächelt, während du gleichzeitig mitbekommen hast, dass sie hinter deinem Riken IPR dich gesprochen haben. Nur wenig Stunden zuvor. Du hast diese unheimliche Fähigkeit entwickelt, die wahren Absichten der Menschen zu erkennen, ihre versteckten Motive, ihre geheimen Ressentiments. Das wirklich Verrückte daran ist, dass du nicht einmal mehr eine Bestätigung brauchst. Dein Bauchgefühl sagt dir, dass du dich von jemandem distanzieren sollst, und später stellst du fest, dass dein Instinkt absolut richtig war. Du hast angefangen, Menschen aus deinen sozialen Medien zu entfernen, Einladungen abzulehnen und für bestimmte Personen auf mysteriöse Weise unerreichbar zu werden, weil etwas in dir gesagt hat, dass diese Menschen dir nichts Gutes wollen. Du hast begonnen, deinem inneren Wissen mehr zu vertrauen als den sozialen Erwartungen. Wenn dir jemand Energie geraubt hat, hast du aufgehört, dich zu Höflichkeit und Entgegenkommen zu zwingen. Wenn du dich nach dem Zusammensein mit jemandem ausgelaugt gefühlt hast, hast du aufgehört, Ausreden dafür zu suchen, warum du dich so gefühlt hast. Wenn jemandes Worte nicht mit seinen Taten übereinstimmten, hast du aufgehört, ihm einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das haben sie bemerkt. Das haben sie definitiv bemerkt. Während ich gerade mit ihnen spreche, träumen mehrere Menschen aus ihrer Vergangenheit lebhaft von ihnen. Sie wachen schweigebadet auf und fragen sich, warum sie immer wieder in ihrem Unterbewusstsein auftauchen. Sie werden das Gefühl nicht los, dass etwas auf sie zukommt, dass ihre Handlungen ihnen gegenüber sie auf eine Weise einholen werden, die sie nie erwartet hätten. Einige dieser Träume sind der prophetische Warnungen. Andere sind nur ihr schlechtes Gewissen, das sich im Schlaf manifestiert. So oder so, sie wachen wieder auf, als sie einschlafen sind, und du lebst in ihren Köpfen, ohne dich auch nur anzustrengen. Lass mich dir genau erklären, mit wem wir es hier zu tun haben, denn es ist entscheidend, deine Gegner zu verstehen, um deine eigene Macht zu begreifen. Es gibt tatsächlich viele verschiedene Kategorien von Menschen, die derzeit Angst vor dir haben, und jede davon steht für einen anderen Aspekt deines wachsenden Einflusses. Das sind zunächst einmal die Geheimnisträger.
Diese Person läuft mit etwas herum, das sie auf keinen Fall preisgeben soll. Vielleicht ist es etwas, das sie ihnen direkt angetan hat, wie zum Beispiel eine Gelegenheit sabotiert, liegen IPR ihren Charakter verbreitet oder ein Vertrauen missbraucht, das sie ihr entgegengebracht haben. Vielleicht ist es etwas aus ihrem Privatleben, das sie beobachtet haben, als sie dachte, niemand würde darauf achten, wie zum Beispiel Affären, Sichte, illegale Aktivitäten oder einfach nur allgemeine Heuchelei, die ihren Ruf ruinieren würde, wenn sie ans Licht käme. Sie sind überzeugt, dass sie IPR-Informationen verfügen, die ihr sorgfältig aufgebautes Image zerstören könnten. Jeder Tag, an dem sie nichts von ihnen hören, ist ein weiterer Tag, an dem sie sich fragen, ob heute der Tag ist, an dem sie sich entscheiden, zu sprechen. Wahrscheinlich haben sie sogar begonnen, sich von gemeinsamen Freunden zu distanzieren, aus Angst, dass sie bereits anderen erzählt haben könnten, was sie wissen. Dann gibt es noch den gescheiterten Zerstörer. Diese Person hat sich wirklich bemüht, dich psychisch zu zerstören. Sie hat Gerichte verbreitet, deinen beruflichen Ruf zu schädigen. Sie hat versucht, deine Freunde mit sorgfältig ausgearbeiteten Lügen gegen dich aufzubringen. Sie hat Psychospiele gespielt, dich manipuliert und versucht, dich an deiner Wahrnehmung und deinen Erinnerungen zweifeln zu lassen. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, dich an dir selbst zweifeln zu lassen und dich dazu zu bringen, deine Träume aufzugeben. Sie haben erwartet, dass du dich endgültig zurückziehst, deine Niederlage akzeptierst, ihre Überlegenheit anerkennst und still und leise aus ihrem Einflussbereich verschwindest. Stattdessen bist du stärker geworden. Du brichst auf, du wächst. Du erreichst Dinge, die sie dir nie zugetraut hatten, und sie können das nicht verstehen, weil ihre gesamte Weltanschauung darauf basiert, dass der Stärkste gewinnt. Die dritte Kategorie sind die Energievampire. Das sind die Menschen, die sich früher von deinen emotionalen Reaktionen, deiner Bereitschaft, dich auf Dramen einzulassen, deiner Neigung, dich hypermeig zu erklären oder ihre Zustimmung zu suchen, erinnert haben. Wir konnten sie dich provozieren und zu sehen, wie du dich abmietest, alles zu korrigieren, was sie für falsch hielten. Sie konnten Streit mit dir anzetteln und wussten, dass du dich darauf einlassen würdest, was ihnen stundenlange Unterhaltung und emotionale Nahrung verschaffte. Jetzt tust du das einfach nicht mehr. Sie reagieren nicht, sie erklären nichts, sie laufen ihnen nicht hinterher, sie verteidigen sich nicht gegen ihre Anschuldigungen. Sie haben gelernt, ihre Worte ins Leere fallen zu lassen und ohne Zugang zu ihrer Energie hungern sie. Sie geraten in Panik, weil ihre übliche Energiequelle vollständig versiegt ist. Die vierte Gruppe besteht aus den neidischen Beobachtern. Das sind die Menschen, die dich nie direkt angegriffen haben, aber insgeheim deine natürlichen Begabungen, deine Chancen, deine Besehungen und dein Potenzial beneidet haben. Sie haben jahrelang darauf gehofft, dass das Leben dich demütigen würde, dass du bei etwas Wichtigem versagen würdest, dass du beweisen würdest, dass du nicht so besonders bist, wie du scheinst. Stattdessen beobachten sie, wie du dich weiterentwickelst, sodass ihr eigenes Leben im Vergleich dazu stagniert. Ihr Wachstum zwingt sie, sich mit ihrem eigenen Mangel an Fortschritt, ihren eigenen Ausreden und ihren selbst auferlegten Grenzen auseinanderzusetzen. Ihr Erfolg wird zu einem Spiegel, der ihr eigenes unausgeschöpftes Potenzial reflektiert, und sie hassen, was sie sehen. Die fünfte und gefährlichste Kategorie sind die spirituellen Angreifer. Das sind die Menschen, die sich mit Energiearbeit auskennen und der bewusst negative Absichten senden. Sie nennen es vielleicht Gebet, Manifestation oder Absichtsbekundung, aber in Wirklichkeit versuchen sie, deinen Weg zu verfluchen und deinen Fortschritt durch geseelte mentale Energie zu blockieren. Einige von ihnen tun dies bewusst und wissen genau, was sie tun. Andere tun es unbewusst und wünschen ihnen einfach so sehr, dass ihnen etwas Schlimmes passiert, dass sie tatsächlich energetische Störungen in ihrem Leben verursachen. So oder so werden sie bald erfahren, dass das, was sie aussenden, vervielfacht zu ihnen zurückkommt. All diesen Menschen ist gemeinsam, dass sie etwas erleben, womit sie nie gerechnet hatten, Konsequenzen für ihre Handlungen ihnen gegenüber, ohne dass sie irgendetwas dafür tun müssen. Ihre Lebensphilosophie war schon immer einfach, sie glauben daran, zu leben und leben zu lassen. Sie geben sich keine Mühe, Menschen zu verletzen, selbst wenn sie ihnen weggetan haben. Ihr Motto lautet seither, tu, was du willst, aber verletze niemanden. Sie vertrauen darauf, dass das Universum seine eigene Art hat, die Dinge auszugleichen, und halten es daher nicht für nötig, Rache zu üben oder schmutzig Spielchen zu spielen.
Diese Denkweise verwirrt die Menschen, die der Schaden zufügen wollten, weil sie aus einer ganz anderen Perspektive handeln. Sie gehen davon aus, dass jeder so denkt wie sie, dass jemand, der Macht IPR dich hat, diese auch nutzen werde, dich zu zerstören. Wenn sie also erkennen, dass du Informationen oder Einfluss hast, die ihnen schaden könnten, projizieren sie ihre eigene Mentalität auf dich und leben in ständiger Angst vor Vergeltung. Die Ironie ist vernichtend. Sie quälen sich selbst mit Rache, die sie niemals nehmen werden. Es gibt jemanden, von dem ich ihnen erzählen muss, außer Welter. Jemand aus einer Situation, die schlecht endete und in der Dinge ungelöst blieben. Vielleicht war es eine Freundschaft, die zerbrach, als sie herausfanden, dass man sie hinter ihrem Rücken untergraben hat. Vielleicht war es eine Arbeitssituation, die giftig wurde, als man versuchte, sich mit ihren Ideen zu profilieren. Vielleicht war es eine romantische Beziehung, in der sie dich betrogen oder dein Vertrauen auf grundlegende Weise missbraucht haben. Diese Person hat schlaflose Nächte wegen dir. Gerade jetzt. Sie liegen 3 Uhr morgens wach und spielen jede Interaktion der letzten Wochen eurer Beziehung noch einmal durch. Sie fragen sich, wie viel du wirklich weißt und ob du anderen erzählt hast, was du IPR sie herausgefunden hast. Sie scrollen durch alte Textnachrichten, analysieren jedes Wort, das sie gegen Ende gesagt haben, und suchen nach Hinweisen auf ihre wahren Gedanken. Sie erinnern sich genau an den Moment, in dem sich ihre Energie ihnen gegenüber verändert hat. An den Tag, an dem sie aufgehört haben, Fragen zu stellen und nur noch kurze Antworten gegeben haben. In die Woche, in der sie den Kontakt eingestellt haben und nur noch geantwortet haben, wenn sie sich zuerst gemeldet haben. In den Moment, in dem sie gemerkt haben, dass sie anders ansehen, als könnten sie direkt durch ihre Fassade hindurchsehen. Was sie innerlich auffrisst, ist folgendes: Du hättest die Macht, ihren Ruf komplett zu zerstören. Du wusstest Dinge IPR sie, die ihre ganze Welt auf den Kopf stellen können, wenn du dich entschieden hättest, diese Informationen öffentlich zu machen. Sie haben dir etwas Schreckliches angetan. Sie haben Grenzen überschritten, die sie niemals überschreiten dürfen, und du hättest jedes Recht gehabt, sie vor allem in deinem sozialen oder beruflichen Umfeld bloßzustellen. Vielleicht hast du sie bei einer Liga IPR etwas Wichtiges erwischt. Vielleicht haben sie entdeckt, dass sie ihnen Geld, Ideen, Chancen oder einfach nur emotionale Energie gestohlen haben. Vielleicht haben sie herausgefunden, dass sie mehrere Menschen gegeneinander ausgespielt haben und ihr Vertrauen ausgenutzt haben, Informationen zu sammeln, die sie später gegen sie verwenden konnten. Vielleicht haben sie miterlebt, wie sie etwas getan haben, das ihren wahren Charakter offenbart hat, als sie dachten, niemand würde sie beobachten. Sie haben diese Dinge nicht nur vermutet. Sie wussten es. Sie hätten Beweise. Sie hätten Beleg. Sie hätten die Macht, allen anderen zu beweisen, was für ein Mensch wirklich war, hinter seiner öffentlichen Fassade. Und sie haben nichts gesagt. Sie haben einfach geschwiegen. Sie haben sich zurückgezogen. Sie haben sich vollständig aus der Situation entfernt und ihr Leben weitergelebt. Zunächst waren sie wahrscheinlich erleichtert. Sie sind mit einem blauen Auge davongekommen. Richtig, sie hätten IHN ruinieren können, aber sie haben sich dagegen entschieden. Die Krise ist abgewendet. Wahrscheinlich haben sie sich sogar eingeredet, dass sie nicht wirklich wussten, was sie dachten. Du wusstest, dass du nur dramatisch oder hyperempfindlich warst. Nur hielt die Erleichterung nicht lang an, denn nicht wurde ihnen klar, dass dein Schweigen keine Gnade war, sondern Strategie. Du warst nicht schwach oder naiv, als du dich entschieden hast, nicht zurückzuschlagen. Du warst klug. Du hast etwas verstanden, was sie nicht verstanden haben. Manchmal ist die mächtigste Handlung keine Handlung. Während sie Kampf erwarteten, hast du ihnen deine Energie, Reaktionen und emotionale Beteiligung entzogen. Du hast dich aus ihrem Drama entfernt und sie mit den Konsequenzen allein gelassen. Diese Konsequenzen holen sie jetzt ein, unabhängig von dir, basierend auf der Energie, die sie ausgesendet haben, als sie versuchten, dir zu schaden. Das ist die Kraft, aus Integrität zu handeln. Wenn andere manipulativ sind, wirst du zum Spiegel ihrer Dunkelheit, den sie nicht ertragen. Ihre Träume sind spirituelle Botschaften, die sie warnen, dich in Ruhe zu lassen und ihr Karma zu heilen. Einige achten darauf, erkennen, dass ein Angriff auf dich zurückprallt wie auf eine Naturgewalt.
Während sie wegen dir leiden, hast du kristallklare Einsicht gewonnen. Du zweifelst nicht mehr an deinem Instinkt, vertraust deinem Gefühl und ziehst Abstand, wenn nötig. Du handelst aus deinem inneren Wissen, was Manipulierer erschreckt, da ihre Tricks nicht mehr wirken. Du entwickelst psychisches Timing. Du spürst, wenn jemand etwas gegen dich plant, bevor es passiert. Der Obsidian Inner Order unterstützt dich in diesem Erwachen, eine Gemeinschaft von Menschen, die Wahrheit leben und sich gegenseitig stärken. Dein spirituelles Schutzsystem wirkt. Du wirst vor schädlichen Menschen und Situationen bewahrt, bevor du es merkst. Du hast deine Kraft zurückgewonnen. Jede Grenze, die du setzt, jede toxische Person, die du loslässt, macht dich mächtiger. Das Universum hat diese dunkle Isolation orchestriert, um dich zu reinigen und weiterzuentwickeln. Deine Intuition und energetischen Grenzen sind stärker, deine Verbindung zu deinem höheren Selbst tiefer. Du durchschaut Illusionen klarer und kommst gestärkt aus dieser Phase. Dein Glaube an dich selbst ist unerschütterlich, dein Vertrauen in den Prozess absolut. Du weißt, Türen öffnen sich ohne Zwang. Du musst niemanden manipulieren, um Erfolg zu haben. Das macht Angst bei denen, die dich blockieren wollten. Sie sehen, dass du von höheren Kräften geschützt bist, gegen die sie nichts ausrichten können. Ihre negativen Absichten kehren als Boomerang zurück, während dir neue Möglichkeiten und Unterstützung zufließen. Alles, was du durchlebt hast, Verrat, Isolation, Zweifel bereitet dich auf Großes vor. Du hast eine beständige, unaufhaltsame Haltung entwickelt, die auf Integrität basiert. Deine ehemalige Feinde werden schwächer, weil sie sich nicht mehr von deiner Energie ernähren können. Manche werden aufwachen und um Vergebung bitten, andere noch toxischer. Einige verschwinden, während du immer stärker wirst. Die Energie, die dich früher erschöpfte, prallt jetzt ab. Du bist durch Feuer gegangen und als reines Gold hervorgegangen. Die neuen Chancen passen zu deinen Werten und kommen aus einer göttlichen Quelle. Die Menschen, die jetzt zu dir kommen, schätzen dein wahres Ich. Dein Erfolg beruht auf Wahrheit, nicht Täuschung. Hinter allem steht ein göttlicher Plan, du bist auserwählt. Auch deine Feinde hatten einen Zweck, sie stärkten dich und machten dich widerstandsfähig. Deine Zeit ist jetzt. Die verschlossenen Türen öffnen sich, das Unmögliche wird möglich. Du erhältst immer mehr Bestätigung, dass du den richtigen Weg gehst. Die Angst der anderen vor dir ist berechtigt, nicht wegen Rache, sondern weil dein Erfolg ihre Methoden widerlegt. Deine Freude beweist, dass Integrität siegt, dein Frieden zeigt die Kraft, Giftiges zu entfernen. Dein Kapitel mit ihnen endet. Du trittst in eine neue Phase ein, umgeben von Menschen, die dein Höchstes Wohl unterstützen. Das Universum hat deinen Weg frei gemacht. Deine Aufgabe: bleib so, wie du bist, liebevoll, vertrauensvoll und standhaft in deinen Werten. Die Auserwählten gewinnen immer. Die, die dein Licht trüben wollten, werden sehen, warum du niemals besiegt wurdest. Deine Gegner kämpfen nicht gegen dich, sondern gegen das Schicksal und das Schicksal gewinnt immer.